Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem kleinen Modern Warfare 2 Match. Heute geht's darum, eigentlich geht's darum, dass Spiele ja nicht aussterben, sie werden nur verdrängt. Also bei Tieren ist es leider so, die sterben aus, dann gibt's keine mehr. Aber Spiele, die gibt's immerhin, also die gibt's immer weiter. Aber die Sache, wo eben, überlegbar, nachdenkbar ist, dass Spiele einfach, dass die guten Spiele, das ist wichtig, dass die verdrängt werden. Die werden nicht irgendwie, ausgerottet oder so. Nee, die spielt einfach keiner mehr. Nur aussterben könnte man nicht sagen, wenn sich einer das gerade dachte. Da ja doch immer noch welche spielen. Also, ist eine heikle Geschichte mit der ganzen Sache, aber das kriegen wir heute noch schon, ja. Und, warum schrei ich immer so doof, wenn jemand ich sehe Gegnerteilen tun? Weil ich dachte mir neulich so, jetzt sterben Spiele aus und niemand spielt mir MW2 und so. Man kennt ja meine, Protagonosen, ja, meine Sachen kennt man ja alle, wo ich immer sag, schön, wo keinen interessieren, aber ich finde es halt schade, dass niemand mehr so ein schönes Spiel spielt, ja. Und die Spiele sterben nicht aus, wie schon gesagt, die spielt einfach keiner mehr. Die werden verdrängt. Zum Beispiel wurde ganz klar Ding verdrängt. MW2 wurde verdrängt von Black Ops 1, wo mir nicht so gefällt wie MW1. Und danach kommen immer andere Spiele, die eigentlich genauso sind wie dieser Vorgänger. Also, aber dann will sie halt die sind nicht mehr der Vorgänger. Der Vorgänger war episch und der Nachfolger ist ja fast so wie der Vorgänger, aber er ist halt nicht so, deswegen ist er schlecht und scheiße, ja. Ich bin gut? Ne? Gutes Spiel, bin ich auch gut. Ja, schaut euch meine Black Ops 2 Gameplays an, da bin ich scheiße. Ja. Sollte man mal überlegen, welchen Zusammenhang es da gibt. Und ich finde, das so Hammer, wenn ich hier MW2 spiele, ich habe Spaß und das Spiel andere, das ist geil. Sowas, das freut mich, also das macht Spaß, ja. Aber so Sachen wie Black Ops 1, Black Ops 2, MW3, ich weiß, es ist eine wehleidige Geschichte und man fängt nicht immer wieder gern von vorne an, aber ich bin einfach gerade mal so gut und es ist einfach, es gibt immer andere Gründe. Warum spielt keiner mehr Duke Nukem Forever? Also, die meisten, Duke Nukem das erste meine ich. Oder, warum spielt niemand, das ist eine geile Frage, warum spielt niemand mehr Nintendo 64? Hä? Ja, da fehlt der Multiplayer-Modus. Nee, da gab's einen Multiplayer-Modus. Ja, aber halt einen Offline-Multiplayer-Modus. Der war viel geiler. Also, da kann mir keiner weismachen, dass der N64 Multiplayer-Modus schlechter war als der heutige Multiplayer-Modus, den es heute gibt. Ja, ich spiele lieber mit meinen 3 Kumpels zusammen, als mit 60 Fremden irgendwie. Weil die Überlegung ist ja schon mal geil. Man spielt zusammen im Team oder einfach gegeneinander und hat Spaß. Ja gut, das geht jetzt auch online, man kann sich jetzt da auch Headset kaufen, man kann sich da alles mögliche kaufen und so weiter. Ja, ist alles schön, passt alles, ne? Ja, alles gut durchdacht. Aber ich meine immer noch, damals war es besser oder einfach schöner, weil, ich meine, hallo, also man trifft sich heute nicht mehr bei einem Kumpel gemeinsam und macht dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Spieleabend, wo man ein Spiel zu 4 spielt. Das ist unrealistisch, es gibt's noch, aber es ist unrealistisch, ja. Die meisten schauen zu oder so, also, was ich da an früher denke, ey. Oder lass mal doch mal noch ein paar Jahre vergehen. Mein Gott, denkt man doch mal an den GameCube. War auch ein schönes Produkt. Auch nur Singleplayer-Modus. Gab noch kein Internet. Ja, bei der PS2 gab es ja schon eins. Ist nicht schlimm, das war ganz, an mir vorbei gegangen. Aber ich fand,
Hallo, also früher, es gab doch wirklich nix über einen gemütlichen Abend mit Kumpels, dann noch Chips essen und so ein Schmarrn. Also das ist doch wirklich geil, sowas, ja. Sowas ist wirklich geil. Es ist zwar bequem und schön und so, aber es ist halt auch einfacher, ja. Der Mensch wird einfacher und ja, die Grafik, die wurde ja auch viel besser. Ich habe nichts gegen gute Grafik, ich habe nichts gegen hier den Mehrspielermodus. Ich habe was gegen den Typen, der ist scheiße. Aber es war halt früher, ich fand's halt früher geiler einfach. Ja, wir waren es nicht anders gewohnt. Oh mein Gott, bist du so dumm. Wir waren es nicht gewohnt, irgendwie jetzt hier mit einem ja, 20 Kernprozessor zu spielen oder so. Oder irgendwie fett krasse Grafik, die man denkt, man ist im echten Leben. Oder man spielt mal schnell Fußball oder Golf oder so. Und das schaut halt wirklich aus wie Fußball oder Golf. Und nicht einfach wie ein paar Striche, die bunt und anders bunt sind. Ja, schwarz und nicht schwarz. Also ein bisschen dunkler als schwarz. Ja, so ungefähr. Ja, ich weiß auch nicht. Ist es 19:9, das war ja fast ein 2. Ja, das war glaube ich ein 2 sogar. Quote 2, aber ist ja wurscht, weil es ja Spaß macht. Damit, ja, sage ich mal danke fürs Zugucken. Heute war das Thema einfach, dass alte Spiele verdrängt werden und dass ich es früher geiler fand als heute, obwohl ich es eigentlich gar nicht so gut begründet habe, wie ich jetzt mich erinnern kann. Ich fand es halt einfach geil damals, ja. Das war echt eine krasse Zeit. Oder was habe ich gespielt mit meinem Kumpel Ricardo auf dem Gamecube, so ein Motorradspiel, das war so geil. Oh, oder auf der PS1, die PS1, Leute, war das nicht geil, wenn man zu zweit, das war das Höchste, zu zweit irgendwie ein Skateboard-Spiel spielt. Ach, war das geil. Tony Hawk's Pro Skater 1, ich war dabei. Ja, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss, ne?